Die geht doch quasi jetzt was, oder wie sage ich das? Gucki, merci dir für deinen Resub im 8. Monat. Viel Spaß in der Kirche, whatever you're doing. Merci dir. Natürlich weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit dem Mods. Grüß euch miteinander. Mr. Highlander, Mrs. Fichteleben, Mr. Gucki, ja. Wie geht's euch? Alles fit bei Ihnen? Warte mal da mal leiser machen. Ich glaube, das ist eine Idee. Oh ja. Der mal wieder ein wenig hackeln, meine. Ja, draußen ist kalt, wir brauchen Holz vor der Hütte, habe ich mal gehört. Habt ihr Bock auf God of War? Ich glaube, ich verstehe die Frage sowieso nicht. Wie kann man nicht Bock auf God of War haben, ist die Frage. Nachdem es ja gestern, ja, doch recht interessant weitergegangen ist, bin ich ja umso gespannter, wie es heute weitergeht. Soweit ist gut, vorhin gerade heimgekommen, bin jetzt gemütlich im Land, was? Im Landi unterwegs. Jetzt wird, denken wir schon, im Land unterwegs? Im Landi bist du unterwegs, ja, das ist zauberhaft. Da wünsche ich dir natürlich erfolgreiche und vor allem üppige Ernte, ja, wenn man das so sagen kann. Wie war eigentlich am Montag? Haben wir gut in die Woche gestartet, ist die Frage. Ich hoffe doch. Ich hoffe, es hat alle zauberhaft in die Woche gestartet. Mrs. Fichteli hat heute ein bisschen eher Feierabend gemacht, hab ich gelesen. Das ist zauberhaft. Mehr Feierabend ist bekanntermaßen auch mehr gut. Ja, ich war heute auch schon fleißig. Ich hab Nachtschicht gehabt quasi von gestern auf heute. Und hab noch halt wieder Nachtschicht. Bin heute um 12:30 was aufgestanden. Hab mir mein Frühstück gemacht. Bin laufen gegangen, bin einkaufen gefahren. Und was habe ich noch gemacht? Neue Knipse. Irgendwas habe ich noch gemacht, was ich jetzt vergessen habe. Keine Ahnung. Feierabend. Oh, du hast Feierabend gemacht. Feierabend. Das heißt jetzt praktisch, du hast schon so viel Holz vor der Hütte, dass du Feier machen kannst. Oder wie sage ich das? Aber gut. Nice. Nice. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gestern war es sehr, sehr, ja, doch sehr spannend. Ja, spannend. Wir haben eine Tür befreit. Wir haben eine Tür. Das hört sich so komisch an. Wir haben ein Tier befreit. Okay, den Kriegsgott aus der nordischen Mythologie. Haben wir das eine oder andere, Plätzchen erkundet. Ja, das wird man heute wahrscheinlich weiter tun. Hättest du einen wunderschönen guten Abend. Alles fit bei dir. Ich bin gegangen, bevor ich die Hütte. So. Okay. Okay, du hättest praktisch den Flammenwerfer beinahe hervorgezogen. Okay, das verstehe ich schon. Gibt zutage. Bevor es richtig losgeht, verkrümel ich mich in den Lurk. Ich will mich nicht spoilern. Alles gut. Kein Problem. Danke schon mal dafür, Mr. Hetzer. Aber haben wir noch so 3-4 Minuten Zeit, bevor wir anfangen. Tatsächlich. Ja. Schauen wir mal. Also das Spiel God of War überzeugt momentan, also mich überzeugt es momentan auf ganzer Linie. Also es ist genauso, wie man es erwartet habe eigentlich. Ja, und es kann einfach nur noch besser werden. Schlechter werden tut es nicht. Glaube ich zumindest, oder hoffe ich zumindest. Noch 993. Wie noch 993? 993 was? Aber gut. Sonst... wir werden jetzt wahrscheinlich die Woche noch Core Resident nach Core Resident Evil 8 DLC spielen, weil ich glaube, unter der Woche ein Horrorspiel ist, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen semi-geil. Das legen wir mal auf ein Wochenende, wo wir wieder ein wenig mehr Zeit zum Streamen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen gemütlicher. Also das heißt, Stand jetzt wird man so machen, dass wir heute und Mittwoch God of War spielen und am Freitag macht man einen Release-Stream mit Pokémon Kami. Achso, Punkte, okay. Ja, die werdest du heute zusammenbringen, schätze ich mal. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du es zusammenbringst. Je nachdem. Aber normalerweise solltest du das heute schaffen. Auf die 3 Stunden, wo ich jetzt noch live sein werde. Also wir werden ungefähr bis 8 Streamer in etwa. 3 8. Und dann... Das passt für heute gut sein. Ja, 3 Stunden unter der Woche ist eigentlich schon ziemlich gut.
Und da ich ja noch später noch in die Nacht schicken muss, also ich habe ja halt meinen Arbeitstag quasi noch vor mir, ist das eigentlich eh schon mal ganz, ganz annehmlich. Naja, ich bin aber auf alle Fälle gespannt, was du da spieletechnisch für mich geplant hast. Ja, also, lass ich mich überraschen. So. Gut. Ansonsten weiß ich jetzt eigentlich, sonst gibt es eigentlich eh nichts Neues. Gestern auf heute hat sich nicht allzu viel geändert. Tatsächlich. Man munkelt. Ja, dann würde ich sagen, ich bin mal schon langsam Spur hier. Langsam, aber sicher. Damit ja auch nichts passiert. Ja, machen wir nochmal leise. So. Dann schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Fahren. Fahren Sie fort. Fahren Sie fort. Ja, genau. Wir haben ja gestern, wie gesagt, den Kriegsgott befreit und haben wir dann aus dieser Mine. Kommst du? Haben wir dann aus der Mine quasi rausgeflüchtet oder abgehauen, besser gesagt, und jetzt haben wir wieder bei den Zwergen in einer Behausung. Da müsste der Kriegsgott aus der nordischen Mythologie, mir hat gemeint, er möchte einmal schnell richtig schlafen und einmal besser. Sei oder eine neue Liebe für seine Kanalpunkte entdeckt. Sei aber die Furzfahren. Furzfahren da die jetzt auch gern. Ja, tatsächlich schon. Genau. Mr. Riese soll ich. Ja, eigentlich Mr. Riese möchte jetzt schlafen und einmal ein wenig etwas essen, hat er gemeint. Und dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal, was er dann meint. Irgendwas wird uns schon verzeihen. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser, danke. Siehst du? Schlaf gut hier. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe! Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es Aha, wird okay. dauern, bis ich ein so Jerry, habe ich dir. gebaut habe. Was wird bei dir? Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Oder bis so einen schönen Abend. Zu viel Platz wäre unangenehm. Oh, das wäre Klippen, das war gerade so schön in den Content. Entweder Mrs. Pichterli oder Idos noch. Brauche ich nicht. Ehrlich, das reicht mir auch schon. Na gut. Essen vielleicht. Nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse? Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich. Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden kann. Ja, der hat es jetzt einmal bequem gemacht. Alles klar. So, müssen wir zum Brock schauen, oder was? Ich kann einiges an neuem Zeug für dich schmieden. Das ist sauerhaft, wenn du was für mich schmieden kannst. Verkaufen, das sparen wir uns jetzt einmal. Besonderes sein? Hä, was möchten der da schmieden? Die wir nur verbessern. Obwohl das glaube ich nicht mehr schlecht war. Was brauchen wir denn da dafür? Geschmiedetes Eisen. Da haben wir eigentlich eh gut was, wenn du mich fragst. Ich darf schon fast vorschlagen. Warte mal, können wir die Waffen. Halt das. Können wir die Waffen aufbessern, ist die Frage. Jetzt pass auf. Da geht nix, okay. Wie geht's mit der Leviathan-Axt? Da geht auch noch nix, okay. Und Schild? Kann man verbessern, tatsächlich. Ja, nehmen wir das einmal.
Damit teilst du ordentlich aus. Der Tür macht den 2 und haut sich die Pause. Kannst du kurz reinschauen, musst dann wieder in die Arbeit. Mr. Sherry, das passt, das macht überhaupt nichts. Ja, merci dafür, dass du reinschaust, dass du trotzdem Zeit nimmst. Du mal einer zum Lunzen. Vielen Dank dafür. Kreuz nochmal. Gerne, hab geöffnet. Ich wollte die Rüstung haben, habe ich gesagt. So. Was ist die Schadebombe dran? Ja. So, ja, das mal auf Hochglanz. Alle deine Teile an den richtigen Stellen. So, die können wir. Nein, die können wir nicht verbessern. Da brauchen wir einen Zwergenstahl, den haben wir nicht. Ja, okay. Wie schauen wir da aus? Das geht, das kann dann schon wieder gehen da. Warum haben wir mir da eigentlich... Rüste doch lieber die aus, die haben noch viel besser. What the fuck? Verdammt, bin ich gut oder was? So, und Hüftrüstung haben wir auch noch. Darin wirst du Sarah. nicht mal einen Kratzer abbekommen. Schon schaut's ein bisschen, so schauen wir wieder ein bisschen besser aus. So, schau her. So, was müssen wir jetzt eigentlich da? Mit ihm reden da, oder was? Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Richtig schlafen. Den Schlaf eines freien Mannes. Ohne Allvaters Auge auf mir. Aber rein theoretisch sagt doch der Odin sowieso überall hier, oder nicht? Es gibt ja eigentlich keinen blinden Fleck, wo der nicht hinsagt. Oder täusche ich mich da? Also wir müssen mit Speisekammer. Ja, in der Speisekammer, das ist aber gut. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Oh. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, dich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Wir spielen mir jetzt als Atreus, Alter, wie geil ist denn das? Weniger riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert. Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Wer aber der? Mingandir? Hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Oh, Weltenschlange! Ich war hier, Weltenschlange, I am in. Sag dir, wie es ist. Ich finde das geil, dass wir mit Atreus auch springen können.
Okay, aber wir können mit dem ansonsten auch nichts tun. Bin mir nur nicht sicher, ob es so eine flauschige Idee ist, dass wir mir die Göttin aufsuchen, die uns eigentlich hops nehmen will. Ja? Also Freya, wir wissen, die wo Mutter von Baldur, ja? Den, wo wir im anderen Teil umgebracht haben. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Aber die Schlange wird schon richten. Kann man halt vorstellen, Gut, dass du Papa deinen Kratos Schlüssel da wieder von ziemlich Aladdin zintig hast. wird. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein, ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Wifi, aber der Mehr servus. nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein, ich wollte es dir sagen. Sehr gut, sehr Henry gut. ist tot. Das freut mich. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Ist Zeit, wenn wir jetzt mich fragst, dass man ein Trio spielen kann. Ja, es ist tatsächlich... Geil, ich kann sogar hinter das Licht gehen. Lul. Ja, es ist eine nette Abwechslung, dass du ein Trio spielen kannst, tatsächlich. Also, gefällt mir. Gefällt mir Ich hab wirklich. was Schlimmes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber Der Blitz ist deshalb immer noch glaubst da. du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Ein gefrorener Blitz? Mit Jörmungandr sprechen, oh, das wird so geil. Nein. Was unter Bazi überlässt beinhart meinen geschubsten Text. Welchen? Atreus sagt nur vom Handpanzer vorne, möchte geritten werden. Depp. Ich sehe schon, der Atreus kriegt jetzt massivste Schwierigkeiten. Der Mr. Dr. Professor Axt Kratos muss das wieder ausbauen und ist dann richtig zintig. Und wenn der Kratos zintig ist, heißt das bekanntermaßen immer, spritzt ein Haufen Blut. Nicht so einfach, was? Sei still! Tja, nett. Das kann nur der Kratos so. Oh. Also, was war los? Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Ich find sein Russenhaum einfach so derartig. Weißt du, passt ihm irgendwie. Die drangen doch oft Einwohner in Moskau, oder? Das ist doch so bekannte, ich weiß nicht, wie man den nennt. Ja? Aber die passt ihm irgendwie. Was auch nicht. Aha, da können wir später also auf jeden Fall noch her, weil da brauchen wir Chaosklingen. Ah, der Aufzug ist kaputt. Genauso wie Ich da. repariere ihn später. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Zauber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist Ich wollte gerade sagen, da ist er. Ich hab's ganz genau gesehen. Michi, aber der. Alles fit, Leute. Was haben wir denn für eine Schicht? Haben Sie Nachtschicht? Das ist im Bereich des Möglichen. Ja, da geht's weiter, Obi. Und Schanker nennt man die Mütze, glaube ich, und Habidere. Die Leihe Habidere. Steht aus deiner Chance, das ist fit bei dir. Es ist voll ungewohnt, dass wir mir jetzt einen auf Schützen machen. Wir haben wieder eine Anschicht. Nice. Um unbegrenzt normale Pfeile zu verschießen. Gefällt mir. Schieß aufs Fass. Ja, fühlt sich gut an, was? Oh yeah. Toll, Sindri. Okay.
Ist der Warner sich so nett beim Montieren, ja, immerhin. Versperrt. Wie ist der Arm von Tiers Statue hier gelandet? Finde einen Weg. Wow. Als hättest du das schon mal gemacht. Wo sind die IC-Spieler? Da gibt's die Mützen auch. Da kann das weiß ich leider nicht. Der Kann IC ich nicht hochheben. kenne ich mich nicht Etwas aus. Hilfe? Sieh mich nicht an. Da brauchen wir einen Kratos. Da brauchen wir einen Kratos irgendwann einmal, okay. Ja, und jetzt? Also jetzt müssen wir da wieder aufführen, oder was? Ah. Okay. Gaulva! Tiers Arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es... Oh, hier Flauschen. wahrscheinlich, Also, dass na, ist das Rotz. wieder passiert? Oder nein, die heiße Flauschen. Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Wir haben Besuch. Gibst Oha. du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Wer sagt, du musst sie anfassen? Das ist eigentlich nur Gefällt, wie umpimmeln. du denkst. Wird schon schief gehen. Gaulva! Etwas Hilfe wäre gut. Aber Na gut, ja. Ich, Gaulva! erstklassiger Hand. Nimm das, du fieser Steinhaufen. wirft der Bomben oder was? Was ist der für einer? Wow, Cindy. Harte Worte. Es wird ihn treffen. Das stimmt. Soll ich helfen oder nicht? Schon gut, schon gut. Geduld. Gaulva! Ah, die Pfeile kann man auch aufladen, okay? Aber das Kampfsystem in Atreus ist ein bisschen strange. Gaulva! Aber ich find's geil, dass so. Die Range von den Pfeilen ist schon nicht ohne. Danke, Die ist dass schon- du so die ist viele schon gut Sachen aus groß. deiner Trickkiste geopfert hast. Tja, du brauchtest Hilfe. Was soll's? Die Woche habe ich aber nicht in der Arbeit wieder mit Fitline angefangen. Ja, ich hätte nichts mehr abgesehen davon. Mir geht's ähnlich wie dir. Du wirst doch garantiert auch lebendig, oder? Gaulva! Jetzt nimmer. Nice. Das, wenn der Kratos mitkriegt, dass der Atreus auf Reise geht, uiuiuiui, ja, dann wird einer zintig. Dann wird spätestens dann Der irgendwo eine Aufzugschalter Bude ist frei. kaputt. Irgendwo wird dann eine Bude frei, das garantiert er. Ich möchte zwar nicht der sein, der wo dann aus der Kannst Bude das fliegt, aber... reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht hat dein Vater die ganze Kraft. Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Was treibt der jetzt? Oder denn das Ding jetzt ausgezogen? Auf geht's. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Hallo, ich bin der Kratos und ich bin Und aggressiv. Raymond Gandalf ist wahrscheinlich gar nicht Genauso. da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Muss aber sagen, das ist wirklich eine angenehme Abwechslung. Ich meine, es ist gerade für mich noch ein bisschen ungewohnt, mit Atreus zum Spielen und mit Bogen durch die Gegend zum Ballern. Aber nett. Nette Abwechslung. Wirklich nette Abwechslung. Tja, er ist weg. Hast du schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht.
Ich rede aber nicht vom Horn. Passt schon, Michi. Merci dir. Bis Nord. Ist gar nicht seltsam. Oh oh. Wieder die Muse. Ist schon imposant. Leck mich am Arsch. Eisenwald. Was ist das? Was ist das? Mehr hast du nicht? Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Die schaut geil aus. Die war im Vorgänger schon richtig geil. Die Schlange. Wie Mongandir. Ich hab gehofft, dass es im zweiten Teil nun mal vorkommt. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob es im ersten Teil stirbt oder nicht. Aber jetzt fällt mir gerade ein, die hilft uns ganz zum Schluss gegen den Baldur sogar. Oder besser gesagt gegen den Riesen von der Freya. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Jetzt soll gerade der Bogen noch abbrechen, das war's. Lässt du mich mal machen. Ja, Zwerg, sag mir, was du kannst. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Walküren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist? Ja, genau das werde ich tun. Scheiße. Sag Brod nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Ja, wir werden es für uns behalten. Sind alles gut. Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Ist dem Fetzen und Rohleder. Sehr gut. Damit uns nicht friert. Ah, Batman! Oh yeah. Du wirst lebendig, 100%. Da zupft der. Der war gar nicht lang umeinander.
Okay, nice. So, da oben ist... Achso, da war jetzt eine Feuerfalle gewesen. Okay, ja gut, nett. Breselfetz und Rohkleber. Kann ich mich eigentlich verteidigen? Ah, ich hab sogar Schädel. Verpflegung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Aber der Ehre der Feind, Alter. Wunderschönen Montagabend wünsche dir. Schön, dass du einer schaust. Alles gut bei dir. Oh je. Okay. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du? War das Wird aber so fein schlimm? gerafft. Ich hoffe sehr, dass Also, ich das nie wieder tun Im muss. Verhältnis falls zu du seiner das wissen Körpergröße. Immer hoch, die Bayern Mein müssen noch Name. zusammenhalten. Genau so ist es nämlich. Mehr Bayern haben mehr gut. Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wo zirkt denn er das ganze Zeug aus? Ja, Wahnsinn, eine richtige Wundertüte. Fähigkeiten. Ah ja, ich hab mich letztes Mal schon gewundert, warum der nur 5 Fähigkeiten hat. Ja, okay, wir haben da jetzt 2 neue Fähigkeitenbäume, das ist einmal Aggression und Bogenschießen. Bogenschießen ist offensichtlich gar nicht einmal so schlecht. Von Atreus ausgelöste Schallexplosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Das ist mit zauberhaft. Können wir uns überhaupt, also 500, können wir uns das leisten? Das können wir uns leisten. Was haben wir dann da? Beim Angreifen von Gegnern, die von Atreus Schall befallen sind, wird ein höherer Widerhall ausgelöst, der Gegner in der Nähe betäubt. Hört sich auch nicht schlecht an. Von Atreus ausgelöste Schallexplosionen richten Schallschaden bei Gegnern in der Nähe an. Ich mag gar nicht wissen, wo er der... Ja gut, manche Dinge sollte man nicht ergründen, da hast du nicht Unrecht. So, Aggression haben wir auch noch. Drücken Sie beim Sprinten R1, um einen Sprungangriff auszuführen. Okay. Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir das auch noch mit. Damit er dann später, wenn wir wieder mit dem Papi spielen, mit uns helfen kann. So, wo müssen wir jetzt hin? Da auf jetzt so wahrscheinlich, oder? Ja, I guess. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Okay. Ich muss woanders lang. Hey, der sag hin. Hey, der sag hin, dass da was versteckt ist. Sonst noch irgendwelche Secrets? Schaut nicht so aus. Was haben wir da? Ah ja, okay. Gut. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich verstecke sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Ui, das ist Verleiht eine mir Galeone. eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Oh, leck, ich möchte nicht wissen, was der Kratos noch sagt, wenn der Spitz kriegt. Also, Triff den Feuertopf! Galva! das ist unmoralisch. Worauf wartest du noch? Da war ein Feuertopf, gell? Hätte er gesagt. Einfach weiter. Galva!
Vom Kampfsystem ist es halt ungewohnt, weil der Atreus halt Fernkampf-Spezialist ist im Vergleich zum Kratos. Ja, genau, das ist ja das, was ich jetzt vorher gemeint habe. Das ist jetzt gerade für mich, das hat jetzt, keine Ahnung, das hat jetzt irgendwie so ein bisschen was von Herr der Ringe, ich weiß auch nicht. Ja, wenn es mit Ding, ich erinnere mich da so an die Zeiten zurück, wo wir die Eroberung gespielt haben auf der Xbox 360, dass da Bogenschützen und so ein Zeug spielen können. Das ist irgendwie gerade 1:1 dasselbe. Oder Monster Hunter. Bei Monster Hunter auch, da kannst du auch einen Bogenschützen spielen. Das ist also im Vergleich zu Gott, das hat es so in God of War halt noch nie gegeben. Alles, wie gesagt, eine nette Neuerung. Ist das echt für eine gute Idee? Du hast Was doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Der Atreus ist schon extrem stark getrieben, gell? Also der weiß, das, was er in der Birne hat, möchte er auch unbedingt haben. Also umsetzen. Jetzt wird schauen, ob man da noch mal irgendwo anders hingekommen, aber schaut nicht so aus, okay. Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Können wir eine Hackelsilber mitnehmen? Damit nichts passiert. Nur Melonen. Da oben ist eine Kiste. Sehe ich von da. Da hinten ist versperrt. Oder werden wir wahrscheinlich eh hinter müssen, wenn ich das richtig sehe. Weil da kann man jetzt, glaube ich, so gesehen nichts da. Außer man kann das irgendwie kaputt schießen. Okay, und da vielleicht? Ah, nicht. Okay, ja gut. Ah, der. Ja, er kann mit seinem Bogen zuhauen. Das ist ja immerhin schon mal was. Okay, du kannst da Nahkampfangriffe mit ihm machen. In Ordnung. Mehr Klingstein. Okay. Achso, wenn ich nicht ziel, dann... Ah, okay, haben wir wieder was gelernt. Ja gut, okay. Das macht es nur ein bisschen flexibler, das Ganze. So, das kann man bestimmt irgendwie wegsprengen. Genauso wie das da, das muss auch irgendwie weggehen. Das ist ein Haufen Gold, also ich darf es mitnehmen. Wenn es irgendwie möglich ist. Ah, da, 6, ich hab gesagt. Das wäre erledigt. Okay. Ja, das Ding ist halt, das ist schon gar nicht schlecht, weil wenn die Gegner schon sehr, sehr nah da haben, wie der eben gerade, dann wird es mit Fernkampf eher suboptimal. Also es ist gar nicht schlecht, dass du mit dem Bogen auch nicht duschen kannst. Haha, du gewusst, dass da was ist. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Mhm. Das glaube ich auch. Aber im negativen Ich Sinn. würde nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Ich find's halt gerade so geil, weil das, ich weiß jetzt nicht, wie es im Stream umkommt, aber das Spiel ist halt unfassbar detailreich gestaltet. Wenn man jetzt mal rechts vom Atreus, dem Felsen, die Schneekristalle, das ist unfassbar geil gemacht. Also Hut ab, Santa Monica. Gehört hättest, kann ich nicht dasselbe sagen.
Was meinst du, von wem ich das habe? Galva! Okay. Er ist vor allem, der Atreus ist vor allem einiges schneller als der, also was heißt einiges? Er ist ein Ticken flinker als der Kratos. Warum erzählst du mir nichts? Kommt da im Stream ziemlich geil. Okay, nice. Freut mich. So, da haben wir nichts mehr. Oder war noch... Können wir da nicht hin? Jetzt halt. Aber da können wir jetzt nicht... Ach, da haben wir vorher gewesen. Scheiße, ja, das habe ich dann immer übersehen. Ja gut, okay. Oh. Wenn ich jetzt, habe ich es jetzt richtig verstanden? Wir haben unterwegs zum Rat der Walküren. Irgendwie sowas hat er gesagt, guck mal, oder? Wir werden dann wahrscheinlich da rein müssen, right? Ja, wir werden da rein müssen, dann schauen wir erstmal in die Richtung. Mike, habe ich die Ehre. Ah, Truhe 6, es lohnt sich immer, wenn man in die andere Richtung geht. Ja, hat er so nebenbei erwähnt. Na toll. Walküren waren im letzten Spiel schon, waren ja eigentlich die Enker im Gegner. Die haben wir ja quasi bereinigt, sozusagen, ne? Schauen wir mal, ob die uns jetzt gut gesonnen sind dann. Leider auch noch im Lurk da ein bisschen was zum Teil. Hey du, das macht überhaupt nichts. Ich sag merci für den Lurk und merci fürs Doser. Ganz einfach. Real life. Oh, da war ein Hirsch. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, Brudi, da war ein Hirsch. Zupfte! Du hast überhaupt nichts zum Sagen. Wie jetzt? Hat's den jetzt zerrissen oder was? Der war doch noch gar nicht weg. Okay. Oh, da ist ein Eimer. Die Frage ist, wie jetzt? Oder wo da noch hin können? Na, okay. Können wir dann wahrscheinlich da erst aussehen jetzt, nicht? Oh na! Wer war das? Wer hat den Hirt? Das war bestimmt der Zipfjahrum dahinter. Legt ihm nicht mal an, der sich wehren kann. Ja, sagst nix mehr jetzt. Eine Nosch. Der arme Flauschhirsch. Preis habe ich dir. Dampfe habe ich dir, Junge. Ja, neuer Anstrich. Wir spielen jetzt mit einem Atreus. Der buchst gerade aus. Oh, da ist die Schlange. Freunde der Sonne, da ist die Schlange. Das ist nicht die Allianz Arena, die wo ihr da seht. Ja, das ist die Schlange. Mir wundert es, dass wir noch keinen Raben von Odin nicht gefunden haben. Da inzwischen.
Ja, richtig. Ja. Oh, da hinten ist ein Zeltlager. Auf dem richtigen Weg. Hätte ich bloß einen Kompass. Hä, und wo war jetzt der Eimer, den wir da gerade von der Dick geschossen haben? Da hinten ist der Rat der Walküren wahrscheinlich, oder? Wie sage ich das? Da hinten leicht irgendetwas so saukomisch, das gefällt mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hingehe mehr, aber gut. Gaulva! Ja, der Mann. Ich merke, so Flugviecher, die kannst du viel, also die kannst du mit Atreus schon deutlich besser bekämpfen. Oder? Du hängst mit dem Kratos so ein bisschen in die Seile. Gut, da hinten ist auf alle Fälle eine fette Truhe. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt auch irgendwie... Wie kommen wir da hin? Der Atreus ist mehr oder weniger heimlich abgehauen, nicht weil er jetzt irgendwie zintig auf sein Papa ist, sondern weil er sich denkt, hey, also er hat ein Gespräch zwischen Kratos und mit mir quasi mit angehört, dass sich der Kratos eigentlich mehr oder weniger wünscht, dass es mal wieder so werden darf wie früher und dass er weniger dranghungrig ist sozusagen, das hat er spitz gekriegt. Und der Mimir und der Kratos haben mehr oder weniger drüber geredet, ja, es war halt irgendwie geil, wenn halt Freya noch auf unserer Seite war und die ist ja bekanntermaßen zintig auf uns, weil wir ja ihren Burmhopst-Nummer haben, wo wir keine Wahl nicht gehabt haben. Und er möchte jetzt mehr oder weniger, ja, ein bisschen was Gutes da und schauen, dass er Freya auf unsere Seiten zieht, mehr oder weniger. Und möchte sie daher mit den Walküren treffen. Ob das so eine gute Idee ist, das weiß ich nicht. Und ob das der Kratos gut findet, das glaube ich auch nicht. Aber wir werden schon sehen, was dann auf uns zukommt. Ich finde es auf alle Fälle eine schöne Abwechslung, dass wir mal mit Atreus spielen können. Wie jetzt? Das ist keiner lebendig? Möchtest du mir verarschen oder was? Das ist so gelungen. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie... Hey, das war schon der Schädel! Find's lustig da mit deiner Brandbomben. Fuck. Der ist genau. Und wie es generell, wir finden jetzt beim zweiten Teil besser, schlechter, zum ersten besser. Besser. Also ich finde, der erste war ja auch nicht schlecht, aber der zweite macht halt mehr oder weniger das besser, was der erste Teil nicht so gut gemacht hat. Also zum Beispiel, das war gerade gestern so, es ist deutlich brutaler geworden als wie der Vorgänger. Es spielt sich auch deutlich flüssiger, sag ich jetzt mal. Und bisher haben jetzt nicht irgendwie so krasse Passagen dabei gewesen. Ich meine, kommt bestimmt noch, da wo du denkst, Alter, das ist mehr Qual als wie Genuss da durchzuspielen. Also, ich würde sagen, es ist grundsätzlich besser als wie der Vorgänger, auf alle Fälle. Die Änderungen, die ich bisher gesehen habe, sind zwar klein, aber effektiv. So, da muss man irgendwie umkommen, weil da drin ist eine Truhe, ich weiß es genau. So, aber die Frage ist, wie kommt man da um?
Da unten ist ein Durchgang, da geht eine Treppen runter. Vielleicht müssen wir da rein, da ist auch noch eine Truhe irgendwie festgeschmolzen. I don't know. Okay. Brutal ist gut. Ja, es ist, wie gesagt, wir haben gestern die eine oder andere Szene gehabt, da, das hat es im Vorgänger so nicht gegeben. Also es geht schon mehr wieder Richtung Wurzeln zurück. Auch wenn natürlich das klassische Hack and Slay auf der Strecke bleibt. Aber ich dachte, wie gesagt, ich finde es schon deutlich besser als wie im Vorgänger. Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Haha, schon wieder so eine große Tür wie gestern. Ich hoffe immer nur, dass wir die alten 3 Teile als PC Remaster kommen. Da gehen momentan Gerüchte um, aber das sind halt, wie gesagt, nur Gerüchte und da ist halt rein, was das angeht, überhaupt nichts bestätigt. Aber es gehen die Gerüchte um, dass God of War 1 aktuell bei Bluepoint Studios, dass die an einem Remake arbeiten. Also praktisch die Leute, die für das Demon's Souls Remake verantwortlich sind. Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Aber ich darf es feiern. Ich darf es auf alle Fälle feiern, da ich sofort kaufen. Ohne Wenn und Aber. Ach, das ist jetzt die Truhe, die wir vorher von da hinten gesehen haben. Okay, alles klar. Ja, das ist die Tür. Toll. Bist du das da oben? Alter, das ist geil. So richtig, dass du quasi einmal richtig rundum kommst. Das ist ein richtig cooles Leveldesign, das gefällt mir. Das Spiel gefällt mir von Mal zu Mal immer besser. Aber was, das hat, wie gesagt, God of War, das hat nicht enttäuschen können in meinen Augen. Die uns also auch machen, oder sagen können. True. Ja, es ist schon geil gemacht. Mit dem Berg da. Hey, Freya! So hat er grafisch noch mal ein bisschen einen Satz gemacht. Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht... ja, das sollte ich wohl nicht erwähnen. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Irgendwie wirkt das gerade so, wie wenn wir im hohen Norden von Game of Thrones waren und da brechen jetzt dann die weißen Wanderer für. Irgendwie hat das gerade sowas. Was sei nicht? Wird schon schief gehen. Alle. Du bist der Bub vom Kratos. Es gibt in deiner Welt nichts, was gerade ausläuft. Mit wem reden er? Er bereitet gerade eine Rede vor, wie er Freya zur Rede steht. Ja, ohne dass Freya ihm gleich in der Mitte auseinanderzieht. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Knock knock, who is there? The door. Exactly. Mir ist wieder in einer 60. Ja, da sitzt sie schon. Ist es überhaupt? Ist es Freya? Kann Freya sein, oder? Oder? Er hat eine gute Ansätze, aber so soll er vielleicht nicht ins Gespräch stellen. Hey, du, die Pfeilspitzen, warum ich die trage? Ja, du, die hat deinen Burm umgebracht, aber I don't know. Kann man wieder gut sein? Ich streichel der, wenn es ist, was? Aufpassen. Diese blaue Flamme, das kann schon nicht gut sein. Freya! Alter. Wärst du bei Sindri geblieben? Halt!
Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg. Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Oh, ganz schlecht. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Warum schleifst du dann dein Schwert, ist die Frage. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Wow, Die chill. 9 Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! That was too much. Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Ist schon heftig, dass die einfach mal aus dem Nix einen riesen Baum sprießen lassen kann, wo eigentlich alles tot ist. Das ist schon Wahnsinn, die Braut. Okay, aber das sagt mir jetzt, die Freya wird noch gut. Die bleibt nicht besser. Die verzeiht an Kratos früher oder später. Oder sie stirbt. Eins von beiden. Ja, eher das zweite. Angela Abedere, ein scharfes Messer für Brotzeit hat noch nie geschaut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Obacht, Mädel, nicht Mut mit Leichtsinn verwechseln. Genau. Angela ist fit bei dir. Ja gut, im Endeffekt hat er ja jetzt eigentlich nichts falsch gemacht. Ja, er versucht Freya wieder auf einer Seite zu ziehen, was nicht schlecht wäre an der Stelle. Aber ich glaube trotzdem, dass der Kratos jetzt dann richtig zündig ist. Schall nachbeben. Metallreste aus Tyrs Tempel verschmolzen mit Klingstein, der mit dem Geist des Kriegers widerhallt. Aha, okay, und für was brauchen wir das? Kann das was?
Erster Tag und mein Hals und Nosen sind schon kaputt. Ja, da geht's da wie viele andere auch. Ich muss halt beim Aufwachen auch denken, dass der Hals ein bisschen kratzig ist. Hat es 2 erholt und ich hoffe, es bleibt da so. Aber, ja. Gute Besserung auf alle Fälle. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Danke, merci für den Dank. Ist vielleicht eine große Zeitverschwendung? Also sorry, wenn ich irgendwen überlese während Cutscenes, ja. Aber da konzentriere ich mich auf das, was passiert. Aber ich denke, das ist verständlich. Gut, dass ich gerne klettere. Mhm, der Papa hat da was gelernt, gell? Okay, das ist eine Statue. Mir sei Dank. Dir geht's gut. Es ist so ein geiles Leveldesign. Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wie findest du, soll ich sein? Ja! Kratos klettert nicht, er haut den Bär. Ja, genau. Der Kratos ist jetzt der neue Chuck Norris. Der Kratos klettert nicht, er schubst den Berg um. Der Kratos öffnen keine Tieren, sie gehen freiwillig auf. Ja, und jetzt müssen wir mit ihm quatschen, oder was? Oder müssen wir einfach retour gehen? Wo ist deine Halskette? Oh, ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ja, apropos Chaos, wenn wir schon dabei haben. Das war gerade repariert! Sauber! Geduld! Nachfahre! Du wirst weg! Sauber! Fußball spielen mit der Nacht war super Idee. Gefällt mir. Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, deinen Lohn hast du ja verloren quasi. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals, dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder gehabt War die Karte Nachbar 4 habe ich gehasst im ersten Teil. Ja, die gibt's da auch wieder. Mit Atreus sind die ziemlich comfy zum Bekämpfen. Ich hab mit Kratos noch zu wenige gemacht jetzt in dem Teil. Da gibt's jetzt mittlerweile andere 4. Das sind so ganz mini kleine Echsenviecher. Die haben auch ein bisschen lästig, vor allem wenn du gegen so einen fetten Kämpfer musst. Ja, da behindern die Kleinen so ein bisschen. Ich finde aber generell, dass sie die Gegner, gerade die Nachtmare, die lassen sie ein bisschen einfacher angreifen, weil wenn du quasi, jetzt mit Atreus zum Beispiel, wenn du zielst, dann visiert der automatisch schon ein bisschen den Nachtmar an. Es kann natürlich sein, dass ich kann das gar nicht sagen, ob das eine Zielhilfe oder irgendwas ist, ich weiß es nicht, aber sie haben nicht ganz so garstig wie im ersten Teil, finde ich, also bis jetzt. Wo ist die Schlange jetzt? Die war doch gerade noch da, oder? Na gut, die wird schon wieder auftauchen. Was? Wo? Aha. Gaulba! Au! Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das?
Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock starb. Was? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt. Das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Oha, der Brock ist scheinbar wirklich arm gestorben und er hat ihn zurückgebracht. What the fuck? Nice lore. Ach, da waren wir vorher schon. Stimmt, da brauchen wir gratis, da kommen wir nicht durch. Also der wenigstens zwängt Schmolz im Bizeps. Ja, wir marschieren da jetzt nicht schnurstracks. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Gut, aber durch das, dass da noch so Ranken haben und so weiter und so fort, können wir mit dem Kratos da auch noch mehr her. Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein Klappe. Was ist ein Klappe? What? Oh, Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Damn. Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. Oh, okay, das ist ein Schnellreisepunkt. In Ordnung. Wollen wir? Netter Ausflug auf jeden Fall. Ich will nicht mit Midgard waren wir Dem jetzt. Fehlschlag mit Tyr. Wollte ich Mal nur... langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht... Oh, jetzt bin ich auf den Kratos seine Reaktion gespannt. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Der wartet jetzt mit Sicherheit schon vor der Tür. Los. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den Sie für uns wählen werden. Ich traue Ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an Ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, Sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht es mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst. Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Ja, als ob er ihm das jetzt glaubt. Wie lange waren die ein bisschen? 3 Stunden? Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Der war nicht schlecht, Atreus. Wo warst du, Bieseln? Sag ich das nächste Mal, wenn ich 8 Stunden in der Arbeit weg bin. Wo warst du, Bieseln? Sind das Würstchen? Klar, warum nicht?
Also echt so. Hast du saufen? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh. Es wird gerade wie ein Stammtisch. Alfheim. Die Heimat der Alpen. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja. Warum nicht die Der Tür. Seherin, die Dampfe. alles Du sagt? kriegst gerade Tür. Ich wusste nicht, ob du... Egal. Klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Okay. Mehr für mich. Mal eine Frage, wie frisst er eigentlich? Wie ist der mit mir? Muss der aus der Schnobitas saufen oder was? Nach Alfheim reisen. Ja, da waren wir im Vorgänger schon mal. Du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Du bist einfach da sitzend. Achso, da. Ja gut, war nette Runden. Also. Nette Runde. Von wem stammt dieser Plan? War mal eine Idee, wenn wir mit denen mal Schafkopf fahren. Das war mal eine Idee. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Der kriegt ja wirklich nichts zum Als wir Essen. tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja, und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Hey, der andere hat gesagt, der baut einen Tisch. Was schmiedet er den oder was? Was ist aus den guten alten Fliesentisch geworden? Ein Begleiter Accessoireplatz ist leer. Wählen Sie hier einen Begleiter im Rüstungsmenü aus, um Accessoires auszurüsten. Was? Accessoire? Ach, das haben wir vorher gefunden. Ja, dann. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Beim Hausherrn? Er ist nichts der Hausherr. Na gut. Ah, okay. Ja gut, okay, Alfheim it is. Wieder mal. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Jetzt hätte ich schon gemeint, der macht einen Brofist mit ihm, dabei hat er einen Kopf in der Hand. Vor allem, wie war das ausgegangen? Der Kratos gibt seinem Buben einen Brofist, der Bub fliegt da auf der anderen Seite bei der Mauer aus, so auf die Art. Verzeihung bitte. Ins Gesicht, ja. Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Oh, wer ist denn das? Ist ein Blauschnädel. Meine Güte, Der ist was sauer. für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Er ist flauschig. Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung bitte? Fummelt er. Ah ja, Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. What the fuck? Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratateskür bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Ratateskür? Hä? Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung.
Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht. What the fuck? Was ist das für eine Freakshow? Zu erwarten. Aber egal. Ich habe ja den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Ja, dann Samen weglutscht. Mhm. Und sonst? Pächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Also wer ist jetzt der Dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Er ist eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Er ist jetzt der Kapo vom Weltenbaum, oder wie sage ich das Orchkatzel, oder ist das richtig? Hör auf zu klicken, du. Ja, ich kümmere, wenn der so zweideutige Andeutungen macht. Verstehe die Frage nicht. So, Welten voller Möglichkeiten. Pfade verzweigen sich wie Äste des Yggdrasil. In Alfheim wartet eine lange und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von Niflheim birgt geheime Belohnungen. In Svartalfheim gibt es vielleicht noch unerledigte Angelegenheiten. Wählen Sie mit Bedacht. Ja toll, was tun wir jetzt? Neue Samen, okay. Warte mal, dieses Taub. Da machen wir erst die Nebenmissionen da, weil ich möchte erst das ein bisschen... Was haben wir? In Niflheim haben wir... Wait a minute, haben wir mit dem Vorgänger mal in Niflheim gewinnen? Svartalfheim steht euch offen. Svartalfheim waren wir letztes. Gehen wir mal nach Niflheim, da haben wir noch nicht gewinnen. Der Raubenbaum. Wenn mir wurscht, was für ein Baum habt. Gehen wir mal nach Niflheim. Wenn wir nach Alfheim gehen, solltet ihr wohl am besten hier auf uns warten. Die Soldaten in Svartalfheim. Wer ist der Eigelsam? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Da wird's erklärt. Ratatösk hier. Keine Ahnung. Ein großes und extrem gesprächiges Eichhörnchen, das behauptet, sich um den Weltenbaum zu kümmern. Er ist übermäßig vertraulich, scheint jedoch harmlos und wohlwollend zu sein. Seine Spektralerscheinungen haben uns bereits geholfen und werden es vielleicht wieder tun. Die habe ich noch nicht mitgekriegt. Er hat uns verraten, dass der Stein, den Dinner Atreus gab, ein Samen für Weltenreisen ist. Wenn er weiterhin so nützlich bleibt, werde ich sein übermäßiges Geplapper vielleicht dulden. Aber nur vielleicht. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Ich bin jetzt wirklich auf Niflheim gespannt, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da im Vorgänger mal gewesen sind. Und wenn, dann nur kurz um eine Walküre zum Duschen. Alter, was? Mal an die Bewanderten der nordischen Mythologie. Was ist Niflheim? O-A-C-H-K-A-T-Z-L-S-C-H-W-O-A-F. Ja, das kann sie nicht. Orchkatzelschwarf. Messer für deine 61. Der Raubenbaum. Was genau ist im Niflheim Phasis? Das ist Helheim, weiß ich, das ist die Hölle mehr oder weniger. Und was ist Niflheim? Das schaut irgendwie auch nicht so flauschig aus. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsakt Ist Ursprungswelt der Riesen, okay. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Und eine der Urkräfte. Okay. Oh, Moment. Was für dicke Steine. Otschkatze Wofi glaubt, es muss normal geschrieben werden. Möglich. Merci für deine 50. Da sitzen die ganzen Raben vom Odin, da schon her. Können wir jetzt die... Ja, leck. Es ist ein Babyparty. So bedeutet das. Ich weiß. Schönen guten Abend zusammen, rotes Herz. Spotty, im ersten Video wird ein Reset beim 9. Monat GZ zum Babyparty. Ich hoffe, er ist wohlwollend auf die Welt gekommen. Ja. GZ dazu, danke dir für dein Reset. Viel Spaß weiterhin in der Party und viel Spaß mit den Mods. Alles fit bei dir. Schönen guten Abend. Merci, wünsche da.
Dann fangen wir an zum Tippen. So, Bogenfähigkeit. Wie jetzt? Hä? Stechender Speer. Oha. Feuere nämlich den einzelnen Schuss aus mehreren Pfeilen ab, die heftig einschlagen. Ja, das... Ach so, das ist das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, okay? Da haben einen Haufen Schatztruhen. Das ist sauerhaft. Da kann man endlich jetzt da oben wichsen, oder was? Natürlich nicht. Wurscht, da gibt's einen Haufen Loot, das nehmen wir mit. Ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk des Todes, um für immer zu ersticken, das einfache Odem. Ihre Gedanken. Ich kann sie nicht Die ist zu, die ist auch zu. scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Ah, das ist okay. Das hängt davon ab, je mehr Raben du da in der freien Welt umbringst, umso weniger sitzen da auf dem Baum. Je weniger da auf dem Baum sitzen, umso mehr Truhen kannst du aufmachen. Okay, wir haben aber jetzt irgendeine Dingsrüstung haben wir gekriegt. Was kann die? Die haben wir reingekriegt. Okay, das ist eine Tanky-Rüstung auf jeden Fall. Sage ich jetzt ehrlich gesagt, oh, da büßen wir 10 Vitalität ein. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht wert. Für 6 Abwehr 10 Vitalität einbüßen, glaube ich, ist semi-geil. Ja, okay. Gibt's dann da jetzt nicht mehr zum Tor, oder wie sage ich das? Odins Augen, ja genau, das ist, ja. Legendäre Truhen, eine von 6. Okay. Ja, okay, das war nicht dauert eine Zeit, bis dass wir die ganzen Raben da umgeniert haben, weil das ist gar nicht so einfach, die alle in der Welt ausfindig zu machen. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen. Spot, ist alles gut bei dir? Unheimlich. Gut, dann hat sich das in Niflheim schon mal erledigt. So, dann haben wir da noch der Schmelztiegel, das ist im Muspelheim, das ist aber derzeit, die Welt ist derzeit gesperrt, da können wir quasi jetzt noch nicht hin, oder? Richtig. So, da haben wir gerade. Und das Gewicht der Ketten in Svartalfheim, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Das ist das da, oder? Ja, das wird schon passen. Nach Svartalfheim, hä? Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Wenn du dich erinnerst, da war dieser mysteriöse Geysir in der Bucht. Klingt gut. Stimmt, ja genau. Da haben wir gestern noch angefangen, glaube ich. Richtig. So, den wir da mal auf verfolgen. Ah, ohne die Bergbaumaschinen wirkt es hier draußen schon etwas frischer. Nicht wirkt. Ist. Du hast recht. Danke. Jetzt müssen wir in eine andere Richtung. Ist der da hinten oder was? Ist da oben wahrscheinlich, okay. Ja gut, dann schauen wir da mal. Ja, das merkst du jetzt so wenn ich jetzt die ganze Zeit mit Atreus gespielt habe, merkt man, dass er deutlich agiler zum Spielen ist, wie der Kratos. Das ist aber jetzt nicht negativ gemeint, aber du merkst halt die Geschwindigkeit. Am Anfang gab es noch Muspelheim und Niflheim und dazwischen das gähnende Nichts. Genungabab, wie auch immer. Das Wasser aus Niflheim schmolz und hing als Eiszapfen in das Nichts, bis Funken aus Muspelheim und den Eiszapfen zum Leben erweckte. So kam Ymir, der Urriese, als erstes Lebewesen auf die Welt. Okay. Kann man jetzt ziemlich viel reininterpretieren und ich frage jetzt nicht mit neolithischen und das ging
Mehr Vagina ist mehr gut. Was? Steck einfach den Schlüssel in das So, Schloss. ich hab genau gehört, dass da irgendein so Rabe von Odin umeinander fliegt. Ich hab's ganz genau gehört. Und wenn ich ihn finde, dann ist er hier. Da müssen wir jetzt einmal schauen. Der sitzt da irgendwo. Da ist er. Ja, freilich, der ist Knie vor hin. Aua. Du stehst in Flammen. Das ist ein Boss, halt das. Wahrscheinlich. Erst schnell! Oh. Au. Schick ihn rechts. Ja, wir haben beim anderen Loch gegen sie. Ja, okay. Komisch. Wenigstens hat er Loot fallen lassen, der Grippe. Chaosfunke. Sammeln Sie 6, um die ursprüngliche Form wiederherzustellen. Okay. Dann haben wir jetzt jede Waffen genau einmal aufgewertet. Axt und Chaosklinge. So, wo ist jetzt der Blutsrabe? Der ist da vorbeigeflogen. Da oben zu. Okay. Warte mal, der kommt doch dann von da irgendwo auf, oder? Das sehe ich ihn ein wenig eher. Okay, kommt genau daher. Atreus, kannst du den Kopf einziehen, sonst tut's wahrscheinlich weh. Easy. So, wir müssen jetzt irgendwo den Schlüssel einstecken, hat's geheißen. Aber wo? Okay. Ach, da wahrscheinlich, oder? Gibt es tatsächlich ziemlich lange Abhandlungen von Ethnologen drüber und endet immer mit der Venus. Ja, das Ding ist halt, ich bin halt in der nordischen Mythologie wirklich überhaupt nicht drin. Das ist das. Also, oder nahezu gar nicht. So, was sollen wir da jetzt machen? Glockenleiten, oder? Was? Da kam also die Stimme her? Ich hatte gehofft, dass er inzwischen entkommen wäre, aber wir müssen ihn von seinen Fesseln befreien. Insel Lüngbacker. Oder wie das, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. What the fuck is that? Ich hoffe, dass der flauschig gesund ist. Gut, das darf erklären, warum wir gestern nicht auf den anderen Ding da hingekommen haben, auf dem Vorsprung da, wo die andere Truhe noch gewesen ist.
Kannst du in der Nachtschicht Kopfhörerei dort zwecks Kopfhörer... kannst du in der Nachtschicht Kopfhörerei dort zwecks Hörbücher und so? Ja, ja, klar. Meistens habe ich Bluetooth-Box laufen. Damit ich höre, wenn mein Platten bricht. Das ist die Insel mit den 2 Truhen, ja genau. So, die Frage ist, wo kann man bei dem jetzt anlegen? Hoffentlich nicht im Maul, das war jetzt ein wenig blöd. Was bist du, ein riesengroßer Weiß oder wo? Er schaut cool aus, so ist es jetzt nicht, aber... Was ist das? Ein Lingbacker. Ich habe ihn gefangen. Vor 4 Jahren. Für Odin. Ja. Ich dachte, es wäre eine fantasievolle und imposante Art, seine Gunst zu erlangen. Wirkte es? Allerdings. So, da ist eine Anlegestelle. Vielleicht geht's woanders hoch. Ja, das findet man jetzt schon. Jetzt pass auf. Auf alle Fälle können wir da ein wenig Silber mitnehmen. Schickst du mir das auf Discord? Jo. Tun Sie dieses. Da hinten ist eine Anlegestelle, das wird uns aber da in dem Fall jetzt nichts helfen. Ah, da. Schön dran vorbeigeschippert. Diese Kreatur. Du hast sie versklavt. Ja. Aber warum? Weil ich dumm und jung war. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlte, jahrelang an einem Ort gefesselt zu sein, wo man an nichts anderes denken kann, als an den Schmerz. Ja genau, weil da haben wir gestern gerätselt, wie wir da umkommen auf den Vorsprung, weil da oben nämlich eine Truhe ist. Jetzt wissen wir das auch, das ist ein fucking Lebewesen. So, da geht's dann auch irgendwie auf, beziehungsweise ober. Ja gut, da müssen wir uns jetzt ein bisschen umluren, das hilft jetzt nicht. Ja, das war auch klar, dass du lebendig wirst. Oh, der war nein. Okay. So, da ist auf alle Fälle so ein... Okay, let me see. Ah. Da hinten ist eine Truhe, okay. Egal wie hart was ist, wenn du Chaosklingen hast, ja, schneidest alles wie Butter. Auch angekettet. Würdest du... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, der liegt jetzt da hinten, den... Okay. Die Kreatur leidet. Aber wir befreien sie. Aber sie wird immer in Ketten sein. Das wissen wir beide zu gut. So, die Frage ist, wie kommen wir da um? Vielleicht erreichen wir sie hinter den zusammengestürzten Trümmern. Ja gut, da wird's dann... Das wird offensichtlich außen rum gehen, weil... Ja, ist das dann so eine Art Wal oder was soll denn das darstellen? So eine Art Buckelwal.
Ah ja, super Sache. Über dir, Kratos! Du bist wütend auf mich, nicht wahr? Ich weiß noch, wie sich ein Joch um meinen Hals anfühlt. Da hinten ist auch eine Truhe. Das wünsche ich niemandem. Mit deinem alten Ohr ist schon am Ende. Ja, wie heißt das Viech? Da haben wir doch vorher gerade. Nicht das. Wissen? Bestiarium wahrscheinlich, oder? Bewohner Midgards. Okay, steht doch nicht da. Kriegen wir aber bestimmt nur. Feinde, Wissensmarkierungen, gelesene Runenschrift. Ja, ist wurscht, das wird man schon noch erfahren, was das ist. Okay, da geht's nach oben. Da gibt's was zum Lesen. Was steht da? Keine Ahnung, deswegen frage ich die. Zum Abbau von Ressourcen. Okay. Ah, da schaut's mir an, wenn wir da hinten... Da ist auch eine Truhe drin. Wozu diese Versklavung? Das Fett war eine gute Ölquelle. Für Odins Laternen. Öl. Für Laternen. Egal, wie wütend du bist und wie sehr du mich hasst. Alter, wie weit rum gibt's denn bei dem Viech? Dem, was ich für mich selbst fühle. Okay, so hat jetzt so ausgeschaut, wie wenn man das in die Luft springen kann. Okay. Okay, da ist auch noch eine Fessel. Fuck, hätte man erst in die andere Richtung gehen sollen. Oh, da können wir einen Schock haben, das ist gut. Okay. Die Flosse. Könntest du... Ich weiß. Jetzt fehlt nur noch der Schwanz. Achtung! Scheusernest! Wo? Achtung! Hinter dir! Wo ist mein Axt, wenn ich es brauche? Oha, was ist denn das? Was bist denn du? Im Nest war so ein Gerät versteckt. Feuerbomben explodieren. Beim Aufräumen mit erst, wenn dann werfen sie eine Firma und gehen oder trümmern. Aha, also dumme. Easy. Ja, warte mal, wir haben aber da vorher noch links aufgekommen. Da müssen wir noch mal schnell kurz Retour, bevor wir zum Schwanz hintergehen. Moin, habt ihr, aber der Ach,
Fuck, das war da unten gewesen. Wait a minute. Ja, aber dahinter ist doch auch nur eine Fläche. Willst du mir da aufschauen? Ob es fit bei dir? Ja, genau, und das ist jetzt die Truhe, wo wir gestern nicht hingekommen haben. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Quasier. Quasier. Also haben wir gestern Quasiers Gedichte, ja, genau. Und das, er ist jetzt der Quasier, oder was? Dann ist der Quasier quasi hin. Okay. Ja gut, dann können wir jetzt Richtung Zipfel hintergehen. Richtung Schwanz, meine ich natürlich. Soweit schon gerade heim von der Arbeit. Fitness. Nice, Mr. Optio. Dann viel Spaß beim Fitness. Fleißig, fleißig. Und einen angenehmen Feierabend wünsche ich dir. Und schön, dass du reinschaust. Du bist sowieso klar. Okay. Das Dock ist immer noch unzugänglich. Vielleicht können wir das von hier oben irgendwie ändern. Okay, dann müssen wir da... Dann respawnt die Feuerbombe da drin quasi. Okay. Vielleicht führt das Dock zum Schwanz. Der Busch. Zum Boot zurück. Mich darf nur mal interessieren, weil du musst ja mal überlegen, was sich die Entwickler für Recherchearbeit machen müssen, damit das halbwegs zu dem, zu dem passt, was halt in die Bibel oder halt in den Romanen oder sonst wo geschrieben steht. Dass natürlich nicht 1:1 das gleiche ist, das ist eh klar. Ja, das weicht natürlich ab. Aber trotzdem, das war ja bei den griechischen Teilen auch schon so. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass die Kreatur schon längst verstorben wäre. Aber die Asen waren wohl zu faul, ihr den Gnadenstoß zu geben, als sie nicht mehr nützlich war. Töten wir sie. Na. Nicht, wenn wir sie retten können. Das Viecherl müssen wir jetzt wirklich nicht umbringen. Außer er wird unflauschig, was ich verstehen kann. Wir können vom Dock zu seinem Schwanz. Oh, was haben wir da? Du willst das gebrochene Wesen retten? Ich weiß, was es heißt, gefangen zu sein. So lasse ich niemanden zurück. Und wenn nichts mehr zu retten ist? Was meinst du damit? Machen wir weiter. Ja, die werden da lebendig. Na, links von dir! Linke Seite!
Genau. Hinter dir, gib! Ja, das wären gerade ein paar mehr. Okay, er nervt's mir langsam. Verpiss dich! Oh. Herrgottsseele. Gut, da müssen wir. Oh, müssen wir mir da das Feuerbombending bis da herschleppen. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auf alle Fälle gibt es da noch eine Truhe da hinten. Zupfte! Aber wobei, wenn man da den Shortcut aufmachen kann, dann. Ah, ja, dann macht's Sinn. Da waren wir aber noch nicht, oder? Jo, da waren wir schon. Ja, dann macht's Sinn, dann muss man es doch bis da mitnehmen. Bis da hinten. Wieder? Ah, okay. Hurra! Es hat hingehauen! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Einen wunderschönen Gamap 98 Love. Einen wunderschönen Gamap 98 Love. Sapira, danke dir für deinen Resub im 4. Monat. Vielen lieben Dank. Schön, dass du reinschaust. Viel Spaß in der Party Gang, viel Spaß mit den Mods. Alles fit bei dir? 4 Monate Party Gang. Zauberhaft. So, bevor ich den befreie, gibt's da irgendwas. Scheinbar nicht, okay. Alles bestens bei dir? Ja, selbstverständlich. Schlechte Leute geht vorbei, gut, weißt du selber, wie es ist. Ich hoffe bei dir. Der Schwanz muss auch angekettet sein. Mit dem Seil sollten wir näher zu unserem Ziel kommen. Freunde, die Perspektive schaut zweifelhaft aus, wenn du mich fragst. Äußerst zweifelhaft sogar. Hui! Okay. Verstehe die Frage nicht. Bei der griechischen haben es versehentlich mehrere gehabt, womit sie arbeiten können. Im Nordischen gibt es eigentlich nur 2 Primärquellen und selbst die haben erst so 100 bis 200 Jahre aufgeschrieben worden, nachdem der Großteil Skandinaviens christlich war. Okay. Ja, nein, aber allein, wenn es da mal im Ding in Relation sagst, was das Recherchearbeit braucht hat. Das Ding ist, klar, sie wandeln zwar ein bisschen ab, aber sie erfinden nichts neu. Also sie erfinden nicht irgendwelche Charaktere, die es nicht irgendwie in der Epoche einmal gegeben hat. Schildzusatz. Ein Rundschild, der mit dem Zorn eines innewohnenden, wütenden Geistes geschmiedet wurde. Ja, das ist der Kratos. Warte mal, bringt das überhaupt etwas? Okay. Ja, gut.
braucht er ein wenig Ermutigung. Könntest du mich näher an ihn heranbringen, von Angesicht zu Angesicht? Super Idee. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt rüber? Ah, jetzt kann ich da. Wie durch Zauberhand. Da hängt der Wurst im Loch. Das haben wir gestern auch schon gesehen. Was das zum Bedeuten hat, weiß ich aber nicht. Da müssen wir dann oben zum Boot wahrscheinlich. Und was ist da? Ja, damit können wir noch nichts anfangen. Okay. Ja gut. Diese Kreatur, die Bergbaumaschinen, das sind Fehler, Mimir. Aber sie sind Odins Schuld. Das ist keine Entschuldigung, Junge. Aber danke, dass du das sagst. Wenigstens haben wir jetzt die Truhen, oder? Wo wir gestern nicht hingekommen haben. Da ist ein Rabe. Fuck my life, dude! Da ist ein Rabe. Ja gut, den müssen wir... Da ist auch noch eine Truhe, sag ich gerade. Warte mal, können wir da... Pass auf, ich möchte mal schnell was ausprobieren. Aber vielleicht müssen wir da jetzt eh hin, das kann natürlich auch möglich sein. Oder auch nicht. Was ist los mit mir? Gar nichts. Nur, wünschst du dir nicht manchmal, du könntest einfach zurückgehen? Deine Vergangenheit neu schreiben? Andere Entscheidungen treffen? Eine Zeit. Hier unterbrechen wir erstmal. Na los, du große blubbernde Bestie! Kosch! Er bewegt sich nicht. Der wäre doppelt an mich. Hier? Er hat sich an seine Ketten gewöhnt. Aber... Nein. Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen ihn nur wegscheuchen, erschrecken. Irgendwas. Wir können nichts ungeschehen machen. Nur besser als es war. Er mag den Wind in seinem Gesicht. Ich kann es fühlen. Möge es ihm Trost spenden. Aber das reicht nicht aus. Das tut es selten. War der Kratos jetzt da in Griechenland, dass das Viech jetzt sterben. Find's aber gut, dass er leben darf. Wiedergutmachung. Coole Nebenmission. So, jetzt mag ich aber trotzdem nur mal schnell luren, wie wir da umkommen und dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Oh, das gibt fette Erfahrungspunkte. Das war gut, dass wir das gemacht haben. Mimir, ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir noch mal, was passiert, wenn jemand stirbt? Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat 4 Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alpen und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Ah, da brauchen wir die Bomben dann, damit wir da das aufspringen können. Pass auf, das kriegen wir hin. Glaube ich.
Okay, nice. Jetzt können wir zumindest schon mal auf die Truhe da hinten hin, die jetzt mit Sicherheit wieder bewacht wird. War nicht. Schlangenablagerungen, okay. Schlackeablagerungen, so mal sagen. So, da ist jetzt die Truhe und da links müsste der Vogel sitzen, ja, siehst du es da. You're dead, son! Der Baum in Nibelheim ist ein neuer Gast. Okay, und da drüben waren wir ja gestern. Okay, nice, dann haben wir das jetzt so quasi auch erledigt. Gut. Dann können wir mit der Hauptmission weitermachen. Nice. Mimir, was hat es mit Odins Raben auf sich? Können sie ihn überall hinbringen? Bis auf die Zwischenwelt. Zum Glück. Warum? Ist nicht so leicht zu finden, dank zwergischer Verzauberungen und Yggdrasils Natur. Für uns. Also das heißt tatsächlich, dass der Odin in der Zwischenwelt in Yggdrasil keinen Einblick hat. Weil ich habe ja gestern bzw. heute gemeint, ob es überhaupt irgendeinen Fleck gibt, wo der Odin nicht hinsagt. Aber den gibt es scheinbar dann. Gut. Dann haben wir eigentlich alles. Wie gesagt, das ist das mit den Raben. Nach Muspelheim kommen wir noch nicht. Und die Hauptmission ist jetzt da quasi da drin. In Alfheim. Dann gehen wir da hin. Edith Mord. Ich mach ein dummes Weh. Mimir, du sagtest, Seelen haben 4 Teile. Heißt das, man kann einen Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Ja, wie denn auch? Bist du fucking Kriegsgott? Auf ein Wort, bitte. Wie er da rumwieselt. Natürlich. Wir haben gerade geredet. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich... Nicht sprechen, einfach machen. Okay. Gut. Hä, wie jetzt? What the fuck? Ah, jetzt wird mir die Mission angezeigt, okay. So, Alfheim it is. Eine lange Reise wartet hinter dem Tor von Alfheim. Treten Sie hindurch, wenn Sie bereit sind, oder erkunden Sie andere Welten, um sich vorzubereiten. Gut, das haben wir alles gemacht. Dann tun wir da mal weiter. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Oh, der kommt mit. Nice. Natürlich. Du, wenn 2 Kriegsgötter unterwegs sind, dann kann nichts schief gehen. Alfheim war Mehr, unsere Mamona. erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Bin gespannt, wie es jetzt dort ausschaut. Großes Geheimnis. Ja, da schneit's. Okay, das heißt, es ist nicht besser geworden. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Gros Schrein. Gros Schrein auf der Spitze des Tempels erreichen. Ja,
nicht gerade einfach zu beheben. Ja, Alfheim hat sich im Vergleich zu damals auch gewaltig verändert. Auch hier hält der Winter Einzug. Die Alten führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Oh Mann, Fimbulwinter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbulwinter. Okay, das schaut ganz anders aus wie damals. So, da geht's auf jeden Fall oben. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da oben oder nach links? Wir müssen da hinten hier, okay. Die lebende Wüste. Sie war auch einmal voller Leben. Und Musik. Also Truhe, nice. Sande nannte man es. Es ist verschwunden. Noch ein Opfer des Krieges. Schlackerblagerung, okay. Ich bin gespannt, ob er jetzt dann mitkämpft, wenn Widerstand kommt. Aber ist ein Vorteil, wenn man Riese ist, gell? Oder leichtende Augen, das gefällt mir nicht. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Mag ich wissen, was das ist? Ich glaube nicht. Oh, da ist eine Runentruhe unten. Da müssen wir mal schauen. Freunde, da müssen wir mal schauen. Hallo? Hallo? Ja, von mir aus. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Okay, Nummer 1. Da ist Nummer 2. So, und die Nummer 3 ist wahrscheinlich irgendwo da oben. Kann ich mir vorstellen. Ich will mal aufschauen, wo es nach links weggeht. Wahrscheinlich da gleich, oder? Ah, auch nicht. Da, der Tempel des Lichts. Da ist. Schrein ist ganz oben. Gut, dann wird die Truhe da frei. Ja, alter Freund, wir plündern bloß Nordentruhe. Kommen gleich nach. Mein Vater mag sowas. Oh, Opfe, nice, das hat sich rentiert. Das heißt, wir haben jetzt mehr Gesundheit, weil letztes Mal haben wir auch angefunden. Nice. Perfekt. Und ich glaube, ein Horn mit Met haben wir auch schon. Das erfüllt ja unseren Rage-Balken auf. Freyr wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt. Freyrs Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Ha, den Treffer. Oh, das ist ein Rabe. Ah, da oben sitzt er. Einer mehr auf dem Baum. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht?
Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Der Dämmerstein wirft eine Axt, wirft zurück. Die Reflexionsanzeige ändert ihre Farbe, wenn sie auf ein Ziel ausgerichtet ist. Ach, du Kacke. Okay, ab jetzt kannst du über Banden speien, offiziell. Oh, wusste nicht, dass das geht. Okay, nice. Ich hab Fledermais aufgeschreckt. Ich hab mich schon gefragt, wann Gegner kommen. Bruder, das kleine Mistvieh explodiert gleich. Ja, dann gehen wir mal schnell weg. Okay, wir müssen nach oben, hat's geheißen, dann gehen wir erst wieder nach unten. Es lohnt sich immer, sie umzuschauen, ob ich schon... Mimir, verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Quasirs Gedichte, 5 von 14. Skadi Schneider, ein Axtwurf, der durch wiederholtes Drücken von R1 markierte Ziele verfolgt und zwischen... Oh. Ja, das ist nice, das nehmen wir. Das hilft uns dann wahrscheinlich auch ganz gut, wenn wir gegen so Dinger kämpfen müssen. Nachtmare, wenn da wieder so 15 auf einen Haufen dahergehen. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alpen zu einem dürftigen... Ah. Wenn da ein fetter Gesundheitsstein ist, dann kommt jetzt gleich irgendein massiver Gegner. Aber wir haben ja eh voll. Oh, wer ist denn das? Hallo? Sir, are you friendly? Ich glaub nicht. Da, Trios geht einfach mal. Hey, später, wie schaut's aus? Sauf mal. Also halt das ist ja der... Das ist ja der Ding. Das ist ja der Tür. Friede Lol. zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Alter, was nimmt ihr ohne? Wir haben keine Wahl. Ja, super toll. Linke Seite! Wir haben das Licht befreit. Jawohl, ab mit dem Kopf. 2 Luft drin. Beeindruckend! Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf! Ich hasse Alfheim. Ja, nice. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte. Ich bin wohl einfach nein. Warum kämpft eigentlich der Kriegsgott nicht mit? Frag ich mich. Ja gut, der ist vielleicht schon rennt. Das kann natürlich auch sein. Ab mit dem Kopf. Nicht nur mit dem Kopf. Da muss ich fliegen.
ziemlich trostlose Gegend. Oh, da ist wieder Runentruhe, okay. Hallo? Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyr. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. So, was genau ist dies jetzt? Kann man das schon kaputt machen? Warte mal. NF oder HFN. HFN. Okay. Ja, und was genau tut man da jetzt? Damit die Truhe aufgeht, weil kaputt machen kann ich die Dinger scheinbar nicht. Okay, lul. Warte mal, kann man... Moment einmal. Auch nicht. Ja gut, dann weiß ich aber jetzt auch nicht, was man da machen muss. Keine Ahnung. Erfahren wir vielleicht noch. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger anders zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Da hinten ist auch noch irgendetwas. Über dieses Rad, ich zeig's dir. Ja, okay, das wird uns wahrscheinlich erst noch gezeigt, was da mit den Dingen auf sich hat. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freyja die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Babli Kombi ist auf jeden Fall gut. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja. Und hier, immer weiter nach vorne. Okay. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Tempel des Lichts. Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Was ist diese Mischung aus Elb und Sauron, oder was? Aber schön ist das auch. Festes Licht. Manches ändert sich wohl nie. Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Okay. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Ich glaube, ich mag nicht einmal wissen, was da auf uns wartet. Sag's nicht, wie es ist. Wow. Das Licht! Au! Holy shit.
So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwitter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja. Nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alpen sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalpen. Gut, wenigstens gibt's da zuerst einmal eine Truhe umsonst. Das ist auch schon mal was. Rolleder, okay. Was ist das da? Aber wo wir sind, dass die Vasen zusammenhauen, das hat schon geholfen. Warte mal, da oben ist ein Kristall. Müssen wir mehr so... Müssen wir da vielleicht den Ding da eingefrieren? Wait a minute. Okay, wie sag ich schon, wir müssen da jetzt... Ist da oben? Ah, da musst du genau so hinstellen, oder was? Tatsächlich. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Es schaut halt schon geil aus. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen. Und der vorher auch so gut funktioniert mit Regen, gell? Wow, ist das eine Bombe? Achtung, hinter dir! Hinter dir! Au! Ja. Die machen aber guten Schaden. Auf jeden Fall. Wieder rüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Was ist das? Folgt mir, Freunde. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Da war er irgendwie traurig, wenn er als Kriegsgott keine Kraft nicht mehr hätte. So, immer wenn die nach rechts gehen, beziehungsweise nach links gehen, erst mal in die andere Richtung. Da kann man einen Shortcut aufmachen. Wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Das tut er manchmal. Ah, neugierige Seele. Warte mal, können wir eigentlich Fähigkeiten aufrüsten, ist die Frage mit Sicherheit, oder? Haben wir ja einiges neu gefunden. Das heißt, während der Flammenpeitschenhieb, um die Klinge nach unten zu stoßen, um eine schwere Bodenexplosion auszulösen. Wenn Flammenpeitschenhieb voll aufgeladen ist, lösen sie eine Welle kleinerer Folgeexplosionen aus. Okay, was haben wir da? Okay.
Das hört sich gut an, das nehmen wir. Haben wir 7000 Erfahrungspunkte, da können wir gefühlt alles kaufen. Außer mit dem Schund. Nice. Da war ich mal voll ausgebaut. Ich weiß zwar nicht, ob es mir inwiefern mir das weiterhilft, aber. Was sind die ja noch gesperrt dann quasi, oder was? Okay. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Sehr beruhigend, dass immer stärkere Gegner kommen nie weiter, was wir wieder aufgegangen. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Da oben ist wieder so ein Kristall, aber wo kann ich jetzt da reflektieren? Ah, warte mal. Du baust dir eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Respekt. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Vor allem, der redet jetzt zum dritten Mal mit der Hoffnung, dass es vielleicht freundlich sind und es wird wieder nicht funktionieren. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Was Lichtalben müsste jetzt. Der Kopf ist auf jeden Fall weg. Rechte Seite, Bruder! Noch ein Lichtalb! Licht! Au. Hinter dir! Gaulba! Du möchtest gern Harry Potter. Ja, Herrgottsseele. Ich habe es versucht. Jetzt verstehe ich, warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren. Doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Ja, das ist jetzt der Seelenstrom da scheinbar, okay? Das steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Da ist noch eine Truhe. Wie kommen wir da ran? Gar nicht. Gehen wir weiter. Wo ist die Truhe? Oh, nice, Atreus. Die hätte jetzt vollends übersehen. Sie haben echt viele Lichttore erschaffen.
Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Okay. Wir haben jetzt wahrscheinlich da Kurven, damit irgendwo der Kristall runterfährt. Ah, das waren es zweit. Der Winkel ist richtig. Jetzt soll es noch was geben? Moment einmal. Ich kann sagen, da geht's durch. Können wir da auf die Truhe, die der Atreus gesehen hat? Hey, das sieht Tatsächlich. interessant aus. Da geht es nicht hoch zum Schrein. Wissen wir. Wir wollen zu der Truhe. Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Oh, witzig. Okay. Na, jetzt warte mal, das muss schon irgendwie gehen. Irgendwie muss die Axt doch hinter dieses Gitter gelangen, oder? Warte mal, das muss auf einer Höhe sein. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber diese weiße Marmorwand hinter dem Gitter, vielleicht kommt eine Axt daran. Diese weiße Marmorwand. Ja, da können wir auch schon hier, aber... Ha, warte mal. Jetzt wart. Hä? Check's nicht. Ist das sonst noch irgendetwas? Ah, warte mal. Muss das gleichzeitig gehen? Dass ich gleichzeitig hinwirf und das Ding fallen los? Keine Ahnung. Warte mal, da hinten ist auch noch irgendwas. Jetzt pass auf, warte mal. Ah. Hat geklappt. Danke dir. Okay. Du musst auch erst drauf kommen. Heft von Gramm Reliquie.
So, Nahkampfschadenbonus. Raid-Schub, okay. Nimm mir lieber Nahkampfschadenbonus. Zurück zur Sache. So, dort kosten geht's weiter. Hey, der Winkel, der stimmt doch nie. Der muss noch mal eins um. Moment einmal, der stimmt nicht. Oh. Okay. Wie wär's denn mit Festhalten? Ah! Jetzt weiter nach oben, ja? Ja, Mama ist... Rechte Seite! Wasser! Au! Oi, der macht ja Schaden. Bist du bescheuert? Oder ich hasse die Viecher. Also, welches ist dein Lieblingsgedicht von Quasi? Warum sollte ich eins auswählen? Immerhin haben wir schon die Hälfte von den Dinger. Das überlasse ich dann wohl auch. Gegner von links! Der ist auf alle Fälle stärker. Das war brutal. Ziemlich brutal. Aber das Gebiet ist aber auch so groß, gell? Wir sehen uns drüben. Auf der anderen Seite quasi, ja. Das ist auf alle Fälle ein Shortcut für irgendwas, beziehungsweise... Ah, das ist die Truhe, wo der Atreus vorher gesehen hat. Der Punkt da drüben, nice. Wow, kann der springen? Falscher Weg. Oh, verstehe. Noch ein Truhe. So langsam weiß er Bescheid. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. So, da muss auf alle Fälle wieder irgendetwas, wo einen man... neuen Tempelwächter geweiht haben. Svart Auljöfürs Gegenstück. Der Dunkelalterhund. Ist jetzt wohl auch im Licht.
Okay. Verstehe. Der Zeitpunkt muss genau stimmen. Ja, ja, schon, aber jetzt warte, muss ich das dann doch von der Seite machen. Okay, kann man von da nicht werfen. Warte mal. Okay. Das Ding ist aber irgendwie sauber zu. Ich weiß auch nicht. Beziehungsweise geht das dann. Weil ich komme ja da nicht hin. Ah, von da jetzt, von der Seite. Fantastische Okay. Leistung. Das Lichttor vor der Truhe ist verschwunden. Jetzt müssen wir nur einen Weg dorthin. Easy. Schneller gar nicht schauen können, also hier. Kommen wir weiter hoch. Vater, hier drüben. Hätte er jetzt in der Lohr aufgesteigen können, oder was? Und los geht's. Tu, was nötig ist. Oh, der ist weg, oder? Okay. Sieh dir diese Statue an. Diese Kristalle. Die Alten besitzen sie ebenfalls. Gut, da ist wieder so ein Ding, da wo man reflektieren muss. Oh, jetzt muss man über zwei... Ich frage mich, Alter! falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Gut, so einfach wird es halt dann wahrscheinlich nicht. Achso, dann kann man interagieren, okay. So, mal schauen. Auf jeden Fall geht's da nicht oben. Ja, da. Das Fundament ist brüchig. Vater Ja, kann dann. das leicht umstoßen. Wie war das mit Berg umschubsen? Da wird jetzt bestimmt irgendwer grantig. Oh, die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Bereitet Ihnen die Zerstörung jetzt etwa Vergnügen?
Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Gehen wir weiter? Naja, wenigstens nähern wir uns. Schau nach oben. Siehst du? Von innen wirkt es noch größer. Das ist schon ein wenig für du. Oh, das ist eine Runentruhe. Da muss man, da muss man Glocken leiten. Okay, da ist eins. So, mal schauen. Die anderen zwei, die können nicht weiter. Eins. Zwei. Wo ist das dritte? Drittes Runenbild wo? Auf ein neues. Wieder eine Lichtbombe! Achtung! Vorsicht, links! Ja, super, jetzt können wir allem auch noch. Über dir, Vater! Nice. Hellspelz, ja genau. So, jetzt pass auf. Die Nornen. Warum beharren sie auf diesen misslichen Prüfungen? Das weißt du besser als wir, Bruder. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Nornen erinnern. Und das soll auch so bleiben. Gut, aber die dritte kann nicht weit weg sein. Die muss da irgendwo sein. Wahrscheinlich ist sie da drin irgendwo, oder? Are you kidding me? Wait a minute. Okay. Okay, und das ist noch eine Plattform, das machen wir jetzt noch schnell geschwind. Oh, nice. Okay, da haben wir frisch. Dort, da drüben. Ja, ja, das ist mir schon klar. Let's go.
Okay, dann müssen wir jetzt ausfinden, welche steppert man zuerst. Noch ein Dämmerstein. Schön. Sehe ich gern. Wir müssen nur etwas schneller sein, glaube ich. Ziemlich schnell sogar. Sehr schön. Oh, nice. Med. Rage wird erhöht. Blutmed. Okay. Nice. Perfekt. Oh. Freunde der Sonne. Ich darf einmal sagen, da lassen wir es halt gut sein. Haben wir gut vorangekommen. Sehr, sehr gut sogar. Ja, für das, dass wir eine Nebenmission abgemacht haben, haben wir wirklich ganz anständig durchgekommen. Haben wir ein bisschen etwas gesehen. Wieder ein bisschen was erfahren. Gut, die Story ist halt jetzt natürlich, jetzt erst einmal massivst im Aufbau. Ja, das kennst du auch. Wir werden jetzt so ein paar so Twists geschmiedet, auch heute wird mit der Freya zum Beispiel. Ja, das wird jetzt alles so ein bisschen in eine Richtung gelenkt. Und das wird mit Sicherheit nur das ein oder andere Stündchen dauern, bis dann tatsächlich richtig eskaliert. Aber ich bin auf alle Fälle guter Dinge, dass das richtig gut wird. Und ich sag nur mal dazu, ich finde es richtig geil. Und ich finde es richtig geil, dass wir mit Atreus heute mal spielen haben können. Was ist mit meiner Katz? Wie meinst du jetzt das? Was ist mit deiner Katz? Was feiert ihr denn? Ich hoffe, nix Dramatisches. Mein Katz heißt... Ach so! Auch nicht schlecht. Ja, wir haben deine Katz heute in-game getroffen. Mit Atreus. Ja. Das war ein sehr... ja, wie sage ich denn? Ein sehr nackensträubendes Treffen, sage ich mal. Ja, also es ist keiner gestorben dabei, aber ja, das ist so ein Story-Twist, der wo jetzt schon mal ein bisschen geschmiedet wird. Ja? Und ich bin halt immer noch gespannt, was los ist, wenn der Kratos erfährt, was der Atreus in dem Fall da hat. Dass er mit der Freya geredet hat. Ja, so ungefähr ist die Katze. Kann die auch aus dem Nix bamboxen lassen? Wie schaut's da aus? Kann das deine Katze? Weil die hat das Kinder in einer eiskalten Gegend, wo Schnee und Eis und einfach überhaupt keine freundlichen Lebensbedingungen nicht haben, hat die einfach mal einen Baum auswachsen lassen. Oder besser gesagt einen Busch, einen riesengroßen, da wir ja nicht mehr zu ihr durchgekommen. Ein Kotball. Ja, okay, fast dasselbe. Es zählt als Düngerang quasi. Schön. Naja. Also ich sage jetzt einmal so, ich habe es vorher schon mal angesprochen, wir haben also ich habe in der Ankündigung ja geschrieben, dass ich am Mittwoch noch schaue, was wir spielen. Ich finde aber, es macht eigentlich keinen Sinn, unter der Woche auf Druck außer Resi 8 zum Spielen, weil ich glaube, dass es gescheiter ist, wenn wir das auf gemütlich am Wochenende einmal durchziehen, ja, die 3,5 Stunden oder sowas haben. Also wird es wahrscheinlich so werden, dass wir da am Mittwoch mit God of War wieder weitermachen. Gemütlich natürlich. Wir haben jetzt in Alfheim, wir haben jetzt mittendrin eigentlich, da war es eigentlich ganz gut, wenn wir das noch, ja, wenn wir da Alfheim auf alle Fälle fertig spielen hatten. Müssen wir halt mal schauen, wie lange es noch geht, keine Ahnung. Also wir haben ja noch nicht wirklich voll am Ziel in dem Tempel, also da geht es mit Sicherheit noch das 1,5-2 Stunden weiter nach oben, denke ich jetzt mal. Und deswegen, ich finde halt, Resi 8, das ziehen wir mal auf ein Wochenende. Ja, das zwicken wir irgendwann am Wochenende ein. Vor allem, am Freitag haben wir sowieso Abwechslung. Ja, da spielen wir dann God of War, da spielen wir dann Pokémon, da kommt das neue Pokémon raus, das werden wir uns anschauen miteinander. Da ist wieder ein Release-Stream, ja, das ist dann der dritte in dem Jahr. Einmal Plague Tale, einmal God of War und einmal Pokémon, das lassen wir uns nicht nehmen. Und gerade ich als Fan der ersten Stunde kommt da quasi gar nicht aus, dass ich spiele. Ja. Es ist dann was Entspanntes. Ja, das ist dann wirklich mal wieder etwas Entspanntes, da wo keine Tränen fließen werden, da wo keiner traurig sein muss. Haben wir ja die letzte Zeit also ein bisschen mehr gehört. Ja. Vor allem der erste God of War Stream, der war auch gleich ziemlich herzzerreißend, da wo einfach die Bärenbabys da vor mir verwaist haben, wo der Fenrir stirbt. Ja, wird dann
ein bisschen ein farblicheres, bunteres und flauschigeres Projekt. Ja? Aber da freue ich mich auch drauf. Aber ich dachte, wir tun am Mittwoch mit God of War weiter. Das meine ich, macht am mehreren Sinn. Und das Resi-DLC, da dort sind nicht, aber das läuft uns nicht davor. Wie gesagt, das ziehen wir mal auf ein Wochenende hin und dann ziehen wir das durch. Vielleicht nicht das Wochenende. Schauen wir einfach. Müssen wir schauen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich Freitag live komme. Das kann jetzt sein, dass ich um 3 Nachmittag schon live komme. Es kann aber auch sein, dass ich erst um 6 Uhr auf die Nacht online komme. Das weiß ich aber noch nicht. Ja, da muss ich schauen. Je nachdem. Das liegt an der Frau Bazi, wann die jetzt tatsächlich von München kommt, wann es dann vom Bahnhof zum Holen ist, beziehungsweise ob es überhaupt vom Bahnhof zum Holen ist und hin und her. Aber da sage ich, das weiß ich spätestens am Mittwoch. Da sage ich es dann eh. Genau. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wer live ist. Nicht wahr? Sigi, Habitäre. Ich hab gehört, sich am Ende vom Stream zum sagen, ist der heiße kannst ja tot nachschauen, wenn es wirklich ist, ja. Da, wem haben wir denn? Ja, ich hab lauter große. Überwiegend. Ah, wobei, Schmarrn, Fichteli ist live. Warum wird denn das so durcheinander angezeigt? Ist die Frage. Sigi, alles gut bei dir? Schön, dass du trotzdem noch schnell reinschaust. Ja. Ja, ich habe jetzt eigentlich nur... Ich habe eigentlich nur Pfichterli, die wo wir reden kannten. Tatsächlich. Ich habe jetzt aktuell nur Pfichterli da. Dann gehen wir zu der Pfichterli, ist das ein Deal? Aber ich denke, das ist okay. Ah, bei dir also auch. Ich hab mir schon gedacht, ich hab irgendwo hingedruckt. Nein, bei mir ist das komplett durcheinander. Bei mir, deswegen habe ich jetzt Pfichterli erst gar nicht gesehen, weil da ganz oben, also die dritte Form ist jetzt Pfichterli, dann aber ganz oben ist einer mit 4900 und der Stay ist mit 9000 ganz unter. Das ist ganz komisch momentan. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht, was die Twitch jetzt da schon wieder dabei denkt hat, aber mir hat's eh nicht wundern, weil Twitch macht generell momentan sehr, sehr seltsame Sachen. Aber gut, dann gehen wir zu der Pfichterli. Das meine ich, das passt. Das meine ist voll okay, meine ich. Ja, dann wir da mal schauen. I'd like to copy this, please. Nice. So, Freunde der Sonne, dann darf ich mal sagen, kommt gerne mal noch auf meinen Discord-Server, falls denn irgendwer neu dabei ist oder halt vielleicht noch nicht drauf ist, aber schon länger zuschaut. Ja, Ausrufezeichen Discord, gerne mal drucken, gerne mal draufkommen, kommen Ankündigungen, Kreuzsakrament, ich kann nicht mehr reden. Ankündigungen, wann ich live gehe, mit wo ich live gehe und hin und her. Kannst du mit mir unterhalten, mit alle anderen. Wir haben jetzt der Discord ist ein bisschen angewachsen die letzten Tage, ja. Wir haben jetzt 62 User drauf. Sagen wir 61, weil einer davon ist mein Bot. Sehr, sehr schön zum sehen. Oder gerne einmal noch auf den Following-Button drücken, mal schauen, ob du das noch da kannst, ja, weil das darf mir schwer helfen. Wir hängen momentan bei 188 Follower, machen wir die 200 voll, dann ist es zauberhaft. Ja, dann machen wir mal wieder einen Community-Zock, würde ich sagen, wenn wir mal 200 voll haben. Genau. Ansonsten, Raid Command ist im Chat. Jeder kennt Frau Pfichterli, wer es nicht kennt, drückt einen Daumen. Support ist kein Mord, ihr wisst es, wie es ist. Followen ist wichtiger Support als kleiner Streamer, okay? Dann sage ich merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. God of War macht mir unfassbar viel Spaß. Erfüllt alle Erwartungen, die ich gehabt habe bisher. Und ich freue mich, wenn wir Mittwoch weiterspielen. Okay? Ich wünsche euch in dem Sinn einen schönen Montagabend. Bleibt's mal flauschig, bleibt's mal gesund und bleibt's mal geschubst. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder um 17 Uhr mit God of War. Jetzt viel Spaß bei der Pfichterli, die späte Binding of Isaac. Und ja, haut's euch rein. Schönen Abend euch. Bis die Tage. Wird euch gut. Ach ja, und merci fürs Zuschauen. Das ist aber sowieso klar.